Wie kommst du mit der Musik von Brings zurecht? Es sind ja ziemlich aggressive Rocker, ab und zu auch ein paar schöne Balladen. Ich mache selbst auch Musik, ich mache selbst auch Rockmusik. Und von daher finde ich es eigentlich sehr gut, was sie machen. Also sie machen schöne, kräftigen Gitarrenrock, das liegt mir auch sehr. Und die Texte sind engagiert. Und es ist Deutschrock, das heißt, man versteht, was gesungen wird. Und es kommt eigentlich auch ganz gut rüber. Gut. Brings-Fan oder einer, der es werden will? Nee, Fan kann ich nicht sagen, aber ich habe sie schon live erlebt im Müngersdorfer Stadion und ich fand es eigentlich gut. Ja, das ist ja immer das Problem bei so großen Gigs, wo so 10.000, 15.000 Leuten. Das ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn die hier heute Abend in der Kammgarn spielen. Das hat ja auch mehr Clubcharakter dann, ne? Ja, schon, aber ich meine, den Text verstehe ich wahrscheinlich hier dann besser, als es im Müngersdorfer Stadion der Fall war. Ne? Wie sind deine Erwartungen? Ja, also ich habe noch nichts gehört von Brings, also von daher kann ich überhaupt nichts sagen. Aber wohlweislich hast du dir schon die Wunderkerzen eingesteckt. Ja, die wurden mir so zugesteckt, da kann ich eigentlich gar nichts dafür. SWF 3 Lifetime aus Kaiserslautern, aus der Kammgarn, heute Abend mit Brings komplett am Pult. Für den einen oder den anderen heute in Kaiserslautern, ja, fast unverständliche Texte, Ausland. Wie empfindet ihr das? Habt ihr manchmal so Schiss, irgendwo zum Beispiel in Norddeutschland, in Hamburg zu spielen und keiner versteht euch? Ja, was heißt Schiss? Ne, Schiss zu spielen haben wir nicht. Dass die uns nicht verstehen, das mag sein hin und wieder. Ne? Aber ich glaube, Musik, also zum Beispiel, als ich zum ersten Mal die Beatles gehört habe, habe ich auch nicht verstanden. Aber ich habe gewusst, was die gesungen haben. Also ich glaube, mit dem Verstehen, das ist nicht so wichtig. Und wenn die Leute sich mit der Mucke beschäftigen, dann kriegen die auch irgendwann mit, was wir singen. Bin ich sicher. Die Brings in Köln, ein Name, Papa, Rolli, anerkannter Liedermacher. Hat euch das eigentlich geholfen? War das vorprogrammiert, dass Stefan und Peter nur auch Musik machen? Nee, was heißt vorprogrammiert? Ich habe irgendwann mit 10 angefangen, Gitarre zu spielen, weil da haben die ganzen Mädchen am Schulhof immer geguckt. Deswegen, nur deswegen. Und das Gute daran war, dass wir zu Hause eigentlich so, was die Musik anging, immer unterstützt worden sind. Also der Alte hat da nie Terror gemacht. Ne? Ich meine, im Endeffekt muss man so sehen, wenn du Musiker heute bist, oder als wir gesagt haben, wir wollen Musiker werden, hat er gesagt, klar, kannst du machen, aber musst du auch die Konsequenzen tragen. Das heißt keine Kohle. Ne? Also musste man schon selber gucken, wie man klarkommt. Ne? Ihr habt als damals so Ende der 80er als Band No Excuse angefangen, habt dann ein Demo eingespielt, habt das bei der Plattenfirma eingereicht und seid beim ersten Mal rausgeflogen. Das zieht doch unheimlich runter, ne? Ja, was heißt, also die Sache war so, wir hatten damals so einen namhaften Produzenten, ne, so ein Typ, der hat sich halt eine ganze Menge Bands, junge Bands an Land gezogen und denen immer versprochen, wir machen ein Album mit dir und also mit euch. Und der hat eigentlich nur die Songs genommen und in seinen Verlag gesteckt, damit der Songs in seinem Verlag hat. Das ist halt so diese Dealerei, ne. Und er hat das wohl auch bei dieser Plattenfirma, bei der wir jetzt sind, ist das auch eingereicht worden. Und die hatten wohl auch mehr oder weniger Interesse dran, aber das ist niemals so weit gekommen. Das hat schon wehgetan, aber das ging das so richtig ans Eingemachte. Der hat mir gesagt, ich könnte nicht singen und so. Und hat gesagt, der Harry, der wäre nicht gut genug. Und so Theater hat er so versucht, dann in der Band da so rumzustechern. Wir haben das Ding überlebt und sind zusammengeblieben. Am Ende von diesem ganzen Ding ist der Mats dazugekommen. Das ist ja auch alles schon ein paar Jahre her, ne? Und wir sind zusammengeblieben. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir zusammen da unser Ding gemacht haben. Und ich glaube, für uns war auch wichtig, dass wir am Anfang nicht direkt so einen Deal hatten und unter so einem Druck standen. Ne? Dass wir erstmal nur Musik gemacht haben, weil wir da Bock drauf hatten. Und träumen ist ja auch wichtig. Ne? Das ist ja wichtig. Sind die mittlerweile auf der Strecke geblieben, die Träume? Nee, ich wollte gerade sagen, wir träumen immer noch davon, dass das mal so richtig abknallt. Aber sag mal, wir haben jetzt eine Basis und wir haben zu Hause eine richtig solide Basis. Und ich glaube, wenn das so weitergeht, ich denke immer so, was die Jungs und die Mädels zu Hause kapieren die auch irgendwann in Hamburg. Das muss einfach so sein. Stichwort geknallt. Es gibt einige Kölner Bands, bei denen hat's geknallt, Bab zum Beispiel. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass sie auch so ein bisschen das Gefühl zur Basis verloren haben. Bei euch ist das, glaube ich, überhaupt nicht. Also ihr zieht noch durch die Kneipen, spielt noch in den Kneipen. Also ihr seid eigentlich noch richtig basisbezogen. Ja, wir spielen noch in den Clubs. Ne? Zu Hause, da können wir auch schon. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal in der Sporthalle gespielt. Das ist auch so also die größte Halle bei uns, die es gibt. Und also die Leute sind gekommen. Ne? Wir haben denen angedroht, wenn ihr nicht kommt, spielen wir nur noch in Düsseldorf. Und da sind sie alle gekommen. Also das brauchen wir nicht nach Düsseldorf. Aber so draußen, also zum Beispiel hier haben wir noch nie gespielt. Ne? Und das ist jetzt das erste Mal, dass wir hier sind. Und man muss halt da durch. Ich glaube, eine Kapelle wie wir, die muss live überzeugen. Das ist irgendwie wie so ein Boxer irgendwie. Der fängt an, irgendwann unten sich rumzukloppen in der Kneipe und irgendwann kriegt er dann halt diesen dicken Ring um. Und wenn du dann damit nicht umgehen kannst, dann ist das schon schlimm. Das stimmt, wenn du dann auf einmal die Basis zu dem verlierst, für die du singst. Ne? Das merken die aber auch ganz schnell. Da haben die keinen Bock drauf, machen die so. Was tut man dagegen?
Weiß ich nicht, bin ich noch nicht. An dem Punkt bin ich noch nicht. Also ich weiß, ich kann da auch jetzt noch nicht drüber reden. Das werden wir dann sehen, wenn wir alle goldene Wasserhähne haben und dicke Autos. Dann müssen wir uns mal drüber unterhalten. Die beiden Säulen von Brings, Stefan und Peter, jetzt mal die Frage an Herrn. Das ist ja eigentlich ein Familienbetrieb. Wie klappt das eigentlich mit der Demokratie bei euch? Die beiden schreiben ja sehr viel. Involvieren die euch eigentlich oder legen die euch die fertigen Konzepte? Ja adoptiert. Das geht schon los. Er redet schon wieder dazwischen. Nee, jetzt seid ihr mal ruhig. Jetzt Beantworten lieber die. Nee, nur mal Butter bei die Fische. Erzählt mal. Ja, ich meine, es ist halt, Blut ist immer dicker als Wasser, das weiß auch jeder irgendwie, aber wir haben eigentlich schon eine gute Demokratie. Ich meine, ich bin ja von Anfang an dabei mit den 2 Jungs und es hat bis jetzt immer gut geklappt und ich meine, heutzutage, klar, der Tourbegleiter ist aus der Familie, also irgendwie ist ein bisschen Familienbetrieb ist es eigentlich schon, aber es ist nicht schlimm auf jeden Fall. Gib den Tisch nicht. Es ist nicht schlimm, es hält doch alles irgendwie zusammen und sagen wir auch so Stress, das wird es in jedem Betrieb geben, auch wenn du nicht keinen Familienbetrieb hast und so. Und wie klärt ihr untereinander Stress? Kloppt ihr euch oder wie funktioniert kommt das? schon mal vor, also wir haben schon mal gekloppt, wir beide. Letztens, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, so ähnlich läuft das bei uns auch. Ihr habt ein paar Songs im Repertoire, wo ich mir sage, Mensch, also die im Normaldeutsch für Otto Normal S Verbraucher hätten die eine weitaus größere Wirkung. Zum Beispiel, ein bisschen älter schon, aber der Ali. Das ist natürlich eine unheimlich aktuelle Nummer, leider Gottes aktuell. Sollte man die nicht trotz Identitätsverlust vielleicht auch mal richtig eindeutschen, dass sie jeder versteht? Auch die Dumpfbacken? Nee, ich würde nie, also weißt du so, das ist dasselbe, wenn du zu Bryan Adams gehst und sagst, hast du keinen Bock jetzt mal Spanisch zu singen, weil die Spanier... Tut er auch. Ja, ja. Der Kohle wegen. Ja, nee, aber ich hab den noch nicht Spanisch singen gehört. Aber ich glaube einfach, bei uns ist ganz wichtig, dass wir authentisch rüberkommen. Ne? Das hat ganz viel mit der Sprache zu tun. Und wir haben das am Anfang auch probiert. Du hast das erzählt. Wir haben eine Band gehabt, die ist No Excuse und wir haben versucht, Englisch zu singen. Das war dieses nach Amerika, Hollywood und diese Nummer. Und erstens haben wir uns halt abgeschminkt. Zum Zweiten gibt's irgendwie in Amerika 1000 Jungs und Mädels in unserem Alter, die das dann auch in ihrer Sprache rüberbringen. Und ich glaube, durch den Dialekt, der Dialekt ist warm und der Dialekt kommt von der Straße und der Dialekt geht meistens genau in den Bauch oder ins Herz, da wo er hin soll. Und ich würde jetzt mal so, jetzt kann ich das nur für jetzt sagen, nie wieder Hochdeutsch singen. Und Hochdeutsch hat auch irgendwie so was Halbschwules an sich. 3 LPs, wenn ich mir diese 3 CDs mal anhöre. Die erste, das war so richtig Sau rauslassen. Das ist meine persönliche Interpretation. Richtig Dampf, Power, Krach, Rock'n'Roll, schwarz. So schwärzer, dreckiger, wie es nicht mehr geht. Die zweite fand ich ein bisschen mehr in Richtung, ich weiß, ich trete euch jetzt auf alle Füße. Das ist nicht falsch. Ist ja. Nee, ich hatte sie eigentlich mehr so in der Pop-Rock-Ecke angesiedelt. Und die dritte, das merkt man ja auch ohnehin von der Produktionsart, ist im Ausland produziert worden, ist in New York, glaube ich, abgemischt worden. Neil Dorfman, ein Mann, der Dire Straits, Bruce Springsteen und was weiß ich noch alles abgemischt hat. Da ist doch Wechsel drin. Wie sieht die nächste, die vierte? Ist die jetzt, ich meine, ihr habt ja schon Oboen, Streicher und Cello jetzt auf der neuen drauf. Geht das jetzt Richtung Klassik oder was? Die nächste macht Ilona Christen, Hans Meiser. Keine Ahnung, das wissen wir nicht. Bei uns sind das immer so Sachen, also wir haben uns zum Beispiel, also die Sache jetzt mit der Hexensex, das ist auch irgendwie so gekommen. Der Klaus hat ja die ersten beiden Platten gemacht, ne? Und er konnte nicht, weil er auch hauptberuflich Gitarrist ist und mit der Band selber im Studio war oder in der Vorbereitung zur Natur. Also hat sich das zeitlich überschnitten. Und für uns war es auch mal wichtig, jemand anderen auszuprobieren, ein anderes Studio und so, dass das nicht zur Routine wird, ne? Aber ich glaube, im Endeffekt entscheidet auch immer das Material, was wir schreiben. Wir sind im Moment am Schreiben an einem neuen Album. Das entscheidet dann auch die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, ne? Und wir haben natürlich auch, der Harry ist ein totaler Hendrix-Fan, absolut Hendrix-Fan. Und irgendwie, wir haben auch so Vorlieben, was wir gerne machen würden. Wir sind im Moment Songs am Sammeln und wenn wir dann unser Zeug zusammen haben, dann gehen wir dann zu unserem E&A-Mann, das ist derjenige in der Plattenfirma, der sich darum kümmert, wer mit uns das Zeug aufnimmt. Wir haben auch schon jemanden, so ein Visier, mit dem wir arbeiten wollen, also einen Tontechniker, den wir von früher kennen, ne? Und so, dass wir dann gucken, also dass sich dann so ein Team zusammenkommt, wo dann irgendwie, wie sagt man, eine gute Chemie, wo das dann stimmt, ne? Das kommt immer drauf an. Sagen wir mal, bei dem letzten Album muss ich auch sagen, das ist zwar so härter und so, aber die ganze Art und Weise, wie wir bisher Alben aufgenommen haben, also uns stinkt das, wir haben da keinen Bock mehr drauf. Dieses Genöle da, Spur für Spur, alles drauf zu tun. Weil wenn das irgendwann mal in Arbeit ausartet, und wir erfüllen uns hier sowas wie so ein Traum, ne? Das ist ja unser Jugendtraum, Rockmusiker zu werden, Rockstar zu werden. Oder Fußballer, wenn Fußballer nicht klappt, wird man halt Rockmusik. Genau, oder sowas irgendwie. Und wenn das dann irgendwann so eine Routine wird und das wird so alles so, ja, schon wieder ins Studio und dann sitzt der da rum mit seiner Gitarre und sippt und wieder eine Spur und so, das kann es nicht sein, ne? Und
Also dafür musst du auch eine Menge Erfahrung machen. Also du musst das lernen. Was war denn das für ein Gefühl, plötzlich als der Major euch produziert hat, der Major vom Bab? Ja, das ist uns nur am Sack gegangen, weil sie alle, also nicht der Major, sondern die Leute, die waren nur vom Major, vom Bab am Labern mehr wie von uns. Ne? Und der Klaus hat also absichtlich keine Interviews gemacht und so ein Zeug, weil er genau wusste, dass das kommt. Ne? Irgendwie der Mensch ist halt einfältig. Wie seid ihr auf den Major gekommen? War das, weil er um die Ecke wohnt, oder? Ich kannte den nicht. Harry und ich haben den im Straßencafé angequatscht. Wir hatten damals schon den Deal bei der Plattenfirma und brauchten einen Produzenten. Und sind dann, der saß da, hat Kaffee getrunken und haben wir gesagt, hier Alter, das ist ein Demo, hör das mal an. Und hat der gesagt, ja Mann, Alter, ich ruf dich morgen an. Und da kennst ja die Nummer. Dann haben wir gesagt, ja, du rufst uns morgen an. Und der hat am nächsten Tag angerufen, gesagt, ich guck, dass ich ein Studio kriege und ich mach das mit euch. Ja, und dann haben wir erstmal Party gefeiert eine Woche. Wie hat's dir gefallen? Ah, super doch. Klasse. Ja, klasse. Ich war schon öfters auf Brings. Toll. Aber es ist immer toll bei Brings, weil wir sind alle nicht das erste Mal da. Weil zu Brings muss man einfach unheimlich oft hingehen. War aber super. Ich bin eigentlich von Köln und ich habe eigentlich mich echt gefreut, hier mal eine Kölsche Gruppe zu sehen. Ja, gibt's eigentlich nur ein Wort. Geil. Traumhaft gut, Aldi, weil ich das Handtuch noch gefangen habe von Brings. Das rahmst du dir jetzt ein. Das behalte ich, das ist mein Eigentum, das gebe ich nicht mehr her und das wird auch nicht gewaschen. Das ist eine saugute Liveband, ne? Live ist halt... Auf Platz sind sie zwar super, aber live sind sie noch besser dann, ne? Peter, zum ersten Mal in Kaiserslautern in der Kammgarn. Wie hat's Brings gefallen? Entschuldigung, sehr gut, war super. Echt, die Leute waren total da und haben uns unterstützt und hat Spaß gemacht. Echt. Du hast mörderisch getrommelt. Danke. Was möchtest du trinken? Machen wir nachher, nach der Sendung. Ja. Wie hat's dir denn so gefallen? Man sitzt immer so ein bisschen im Hintergrund als Drummer. Ja. Kriegt man da eigentlich was mit? Ja, klar, sonst würde ich ja nicht dazu trommeln, ne? Aber du meinst vom Publikum? Ja, doch. Ich sitze ein bisschen höher dafür. Ach so. Also ich fand geil, dass die Leute, die hier waren, war ja nicht ganz voll, so einen Power gemacht haben. Also ich habe mich ausgepowert, Stimme weg. Man hört's.